Ein herzliches Alola, willkommen zurück hier zu Pokémon Sonne und Mond. Wir sind noch in der Trainerschule unterwegs, um, ja, eigentlich weitergehen zu dürfen. Von Lili und Professor Kukujaus, die wollen ihnen, dass wir hier erst einen Test bestellen und so weiter, bevor es dann weitergeht. Seltsamerweise, okay, sage ich mir, machen wir halt. Wir haben noch ein cooles Team, wa? Mit unseren 3 Starter-Pokémon. Dann einen guten Domi. Das haben wir am Anfang per Geheimgeschenk geholt. Genau, geht noch. Safcon, wie gesagt, bald durch das Metbo, hoffentlich. Mal gucken. Und es sind eigentlich 4 Trainer gewesen, wenn die Kuku erwähnt hat. Wahre Tipps, aber. Aha. Diese Alpha-Tür da. Mal gucken. Am Anfang gibt es wirklich immer mal einen hilfreichen Tipp. Nicht immer gleich Fähigkeiten, heißt er kämpft. Ja, man sieht bei jedes Pokémon 2 Fähigkeiten, worauf es irgendwie ja quasi wählen kann. Also, nee, wählen nicht direkt, es wird bestimmt, wenn man es gefangen hat, welche Fähigkeit es hat. Aber gibt natürlich auch so eine Fähigkeitskapsel, in der man die Fähigkeit ändern könnte. Wobei, ob das hier fangen, ob es das hier in Alola auch noch gibt, 7. Gen, keine Ahnung, zumindest erste Generation gab es das noch. Und dann gibt es halt noch die versteckte Fähigkeit, die meist auch die beste ist. Die ist halt nur sehr, sehr schwer zu bekommen. Nicht paralysiert werden. Ja, Elektro-Pokémon auch nicht. Insofern auch nichts Neues für uns. Wir wissen doch bereits alles, Freunde. Wir sind doch... Oh, das Lehrerzimmer offenbar. Und natürlich alle pennen. Kann. Ja, wobei, Gähner wirkt erst nach 2 Zügen. Flöck, also nicht sofort zum ersten. Nee. Wenn ich Gähner jetzt einsetze, der Gegner greift noch an, muss nochmal warten und vielleicht greift nochmal an und macht noch irgendwas. Der Gegner auch nochmal und erst dann wirkt Gähner, dass ich einschlafe. Also insofern ist Gähner echt zu bevorzugen. Ich würde sagen, nö. Aha. War's das schon? Dann, ja, es waren schon 4, aber ich dachte irgendwie, weiß auch nicht. Vielleicht noch was anderes. So, wieder Saft an erster Stelle. Damit es möglichst viele Erfahrungspunkte kriegt. So. Und auch der allercoolste bin. Oh Mann. Ein richtiger Angeber, wa? Yes! Trainer Hoffnung Ruben. Ja, nee, ist klar. Jo, Freunde, wieder eine Alola-Form. Es ist Alola Slimer. Was für einen Typen hat, merken wir direkt schnell. Ob ich was von mir sehen, wie teasern kann. Nicht wirklich, aber. Mal überlegen. Ah, Robba geht gut. Warum? Ich zeig's gleich. Wir wissen Slimer aus Kanto, das normale Slimer, Typus Gift. Wenn ich also eine 4-Attacke einsetze, dürfte es nicht effektiv sein. Aber... es ist normal effektiv. Das heißt, es könnte theoretisch... Alter... es könnte theoretisch Giftkampf sein. Boah, es könnte aber auch irgendwie... Was gibt's denn noch alles? Giftunlicht zum Beispiel. Schon wieder. Guck mal, gerade was ganz anderes. Domi. Nochmal am Faxo. Wenn goldene Zeiten. Giftdrache. Lösen jetzt so aus. Was jetzt schon giftig aus, aber irgendwie anders giftig. Ja, es ist halt Giftunlicht. Ups. Das war jetzt aber nicht geplant. Alter, das hat viele Power. Ja, wie schon mal erwähnt, ich glaube, das war in Part 1, 2 oder 3 sogar. Das 7. Gen, also sprich Sonne und Mond, gar nicht mal so einfach sein zum Vergleich zum frühen Spielen. Also ist schon härter, da wird uns sicher noch ein bisschen was entgegengesetzt werden. Mehr Defense, okay. Also Problem war es aber gegen Gift Unlicht.
Eigentlich nix. Wenn die Verteidigung schon hochgeht. Bauzeit natürlich von Fähigkeiten ist alles physisch, wa? Mhm. Bei mir ist zwar schon geschwächt. Ich mach's trotzdem mal gucken. Ich brauche echt Flamiau hier. Mich wundert's, dass noch irgendwie kein Signal kommt wegen roter Bereich. Gut, natürlich gelb, aber trotzdem. Mit 6 KP noch nicht, okay. Dass ihm noch gelb ist. Ja, bis Start natürlich, scheiße. Alter, 13 Damage, das Vieh ist schon hart, also. Aber eine Bodenattacke wäre am besten. Im Psycho wirkt er gar nicht bei Unlicht. Oh, nicht schon wieder. Das sind erstaunlich harte Dinger, war? Ich meine, das Vieh ist nur Level 8. Das erste Mal, dass bei unserem Pokémon abgekratzt ist. Ich muss es freilassen. Tschüss, Mann, Flamiau. Nee, ist kein Nuzlocke. So, müsste trotzdem reichen. Der kann machen, was er will. Was, bin ich schneller? Slimer. Level 9. Mehr Verteidigung, dankeschön. Du bist der Stärkere, tja. Mein armes Team, ey. Mir geht's gar nicht. Ah, du willst auch noch. Wohl eigentlich Saftkampf pflegen. Vergiftung weg, Vergiftung weg. Faxo. Ja, der freut sich. Ich würde auch mal sagen, Safkan noch. Weil nachher wird es bald schon das Medbo und dann sehe ich das wunderschöne Pokémon nicht mehr. Safkan. Ey, wo hast du eigentlich dein Maul? Es will, kann nicht futtern. Interessant, wenn man es mal so überlegt. Was das denn, Alter? Hallo, futtere, wo ist dein Mund? Das hat kein Mund. Hui. Was los mit dir? Nix, ich eher schon. Tschüss. Ich hab sie alle geschlagen. Weil lieber der allerhübscheste werden sollte. Nee. Ein starker Team. Attacke beibringen. Nicht Pech gehabt. Nummer 2. TMs kannst du oft einsetzen, wie du willst. Sie werden nie aufgebraucht. Voll praktisch, aber erst seit der 5. Gen halt. Ja, so ist das halt. Oh, die Schulglocke. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Maggie soll bitte in den ersten Stock kommen zum Direktor. Sofort, ich wiederhole. Maggie soll bitte in den ersten Stock kommen zum Direktor. Du hast auf den jetzt angestellt, dass du ihn jetzt bekommen könntest. Es wäre nicht das erste Mal. Das könnte sein. Ist das ein Ernst? Nö, mein Fritz. Schock wäre Not, damit waren wir gemeint. Lass in den ersten Stock in der Schule gehen. Wieso heißt es auch Michael? Also wird dann ganz kurz mein Team heilen. Dankeschön, das war ja nötig. Wird mir dann nicht so viel zu, ja. Ich versuch's. Aber ich kann nichts versprechen, Mann. So, erster Stock müsste also eigentlich... Michael, du sollst all meine Schüler besiegt haben. Sehr beeindruckend. Jetzt möchte ich auch gegen dich antreten. Was sagst du, bist du bereit? Ja. Also ich habe die Pflicht zu überprüfen, wie du meine 4 Schüler besiegen konntest. Jetzt kommt, sie ist die voll die krasse Dame.
2 Pokémon. Die Elke. Ja, hallo, liebe Elke. Oh. Elektrostahl. Safkorn. Safkorn. Bautz, nö. Roppel, nö. Domi, nö. Es ist noch ein Elektroschwäche im Team. Scheiße. Ja, Flamio ist cool. Yeah. Ja, schlecht was zwar nicht, aber auch nicht ganz gut. Hier kommt die Glut. Alter, wenn nicht instant down. Was ist denn hier los? Was haben die bloß? Alter, wie krasse Werte die Pokémon hier. Magnetilo. Tschüss, Mann. Halt spezielle Erfahrungspunkte. Ja, Mann. Der Tauschfaktor Silberblick. Ich bin langsam für Statusattacken, Freunde, wenn es so weitergeht dann, aber es ist langsam echt nötig. Wieder ein Alola-Mauzi. Ja, Unlicht, hat natürlich auch nicht gegen Unlicht, wa? Nicht so effektiv, genau, gar nicht gegen Unlicht. Aber keine Käferattacke von Safcon, nö. Ich setze mal wieder uns, Mauzi sicher auch ein bisschen starker, kann man jetzt mal unseren Starter ein, wa? Den guten alten Bautz. Miauz? Nee, du bist neu da. Ach so. Blattwerk. Natürlich, ist klar. Alter, was soll der Mist? Wieso denn ständig? Wie kann er so oft treffen? Ja, ist klar. Willst du verarschen jetzt hier, oder was? Ja, komm, Robball. Mach's halt anders. Angriff senken. Biss gegen Fee bringt nicht viel. Was? Unter gegen Fee macht normalen Damage? Der muss neu sein. So, das reicht's mir aber. Ah nee, bin ich doof. Robbal hatte gar keinen Feentyp. Ja, sorry, war gerade ein bisschen geistige abwesend. So. Jetzt gibt es ein bisschen Krieg oder was? Ja, 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 Mann. Krass, war gerade zum 3 gesenkt, 3 Stufen. Das haut halt rein. Ja, das mit der Kampffolge zu wechseln, das war, glaube ich, nicht so klug. Ach nö, jetzt schon wieder, willst du uns verarschen? Ja, super. Das könnte noch eine Weile dauern. Ich schicke mal Faxu rein. Das ist unglaublich. Jedes Mal zurückgeschickt. Hat das Maus ein besonderer Fake das macht oder was ist los? Du machst keinen. Macht trotzdem 4 Schaden. Ja, so viel dazu, dass er schwächen würde. Hat trotzdem mal goldene Zeiten. Ja, eben die Flinklau. Das war meine Hoffnung. Ey. Was ist das für ein Spiel? Ich bin ja, wenn man so will, noch am Anfang und trotzdem habe ich schon leichte Probleme. Das gibt's doch nicht. So, geht doch. Unglaublich das Spiel, unglaublich.
sie? Kann die gepflegt werden? Mal gucken, wa? Da ist Level 11. Dankeschön. Erstauner, eine Undichtattacke. Geist sogar. Sie eventuell zurückschrecken lässt, wäre es dann jetzt schlecht, aber nee. Obwohl gegen Tackle vielleicht, war. Nur 40 Schaden, ich hab Schnabel. Ja, kaum, warum nicht. 1, 2 und Schub. Bots Tackle vergessen und Bots lernt Erstauner. Oh, das ist erstaunlich. Dumme Level 8. Das ist einfach sensationell. Dank unseren getauschten und Event-Pokémon. Leck mich am Arsch. So, komm. Ah. Mamfaxo mag uns sehr. Mamfaxo, ich mach keine Faxe mehr, versprochen. Wer es glaubt, jetzt selig. So, und jetzt? Wenn du für mich als Verlierer einspringen würdest, Spaß zur Seite, das hier ist für dich, weil du gegen mich gewonnen hast. Superball bereits. Ach du Scheibenkleister. Ein Pokéball. Was ist los? Ich bekomme alles viel zu früh, irgendwie. Eine Pokémon ihre Attacken zu kennen gehört zu den Grundlagen des Trainerdaseins. Nicht wahr? Ja, wer ist? Hallöchen, ich bin Captain Eli. Das ist echt schwierig für mich zu erkennen. Ist das jetzt eine Frau oder ein Mann? Muss ein Mann sein, wa? Bei Elima, vom Namen her und optisch, was keine Ahnung, könnte alles sein. Hallöchen, ich bin Captain Elima. Ich habe mir deine Kämpfe angesehen. Du hast dabei so energiegeladen ausgesehen, dass er dich unbedingt kennenlernen wollte. Das ist Michael, er ist aus Kanto hergezogen. Ein vielversprechendes Talent, nicht wahr? Die Art, wie er Attacken einsetzt, ist beeindruckend. Verstehe, herzlich willkommen. Bitte zeig mir bei meiner Prüfung dein Geschick im Umgang mit Attacken, ja? Captains zahlen nämlich Prüfungen für Trainer, die den Inselkönig bzw. die Königin herausfordern möchten. Und die Prüfung findet in der Vegetationshülle statt. Es kann jetzt schauen, wenn du dir vor der Prüfung noch Verstärkung für dein Team holst. In der Holy City gibt es noch innerhalb der Stadt hohe Skalen, die du Pokémon finden kannst. Cool, wa? Freuen wir schon sehr auf deine Herausforderung. Tschüssi. Ja. Ach ja. Das Haus vor der Schule dürfte kein Problem mehr machen. Er schätzt auf Millimeter weiß jedes Wort, wenn ihm dieses Haus gehört, wa? Also Michael, wir werden alle zusammen verabschieden. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Michael hat den Unterricht in der Schule abgeschlossen. Wow. Hier kriegst du eine eigene Durchsage dafür. Ja, frag dich mal um deinen Pokémon. Meinen Kopf. Viel Erfolg mit deiner Inselwanderschaft. Danke. Mach's gut, es wurde näher zu den anderen Trainern. Und wir müssen alle noch quatschen. Ich mache eine Inselwanderschaft, gebe alles zukünftiger Champ. Meine fleißig Tipps zu nutzen. Hau rein, Mann. Ich hau drauf. Holy City rumführen. Bitte folge mir. Ich will bitte alleine etwas machen. Menno. Tja. Gut, alles noch zum Intro, Freunde. Alles noch zum Intro, wie es aussieht. Du hast in der Trainerschule zusammen in deinem Pokémon-Kampf schon ein gutes Bild abgegeben. Du hast von Anfang an imponiert, weißt du? Die Wölkchen gerettet hast, obwohl du noch nicht einmal ein Trainer warst. Und als ein Pokémon sich für dich entschieden hat, ist mir alles über dich klar geworden. Du hast doch beinahe Taurus vergessen. Tauros, der Stier. Was, gehört Tali? Tau. Oh, Taurus wegen Lilly und Michael ganz aufgeregt. Allalala, bring uns am besten wieder nach Hause. Wie sieht's aus, Michael? Willst du erstmal streicheln? Wie aufregend du wirst Taurus auch streicheln, oder? Bitte mach mir den Gefallen, das ist so elektrifizierend. Tau. Ja, es freut sich. Wenn ein Pokémon fliegt, bessert sich ihre Laune, musst du wissen.
Wow. Dass uns hier alles zweimal und dreimal erklären müssen. Nutze eure Zeit und reist viel herum, wie möglich hier 3. Neue Begegnungen mit Pokémon-Menschen machen das Leben erst so richtig spannend. Ist doch geil, Mann. Wird alles geben, so viel drauf zu sagen wie die Inselkönige und Inselköniginnen. Ja, Mann. Ciao, Grandpa. Kriegt nicht jeder hin. Ich mag 1000 Euro, aber ich hab Angst davor, auf ihm zu reiten. Grins, grins. Wo geht jetzt eigentlich hin? Coole Idee, Lili. Ja, ich kann auch mit ihm etwas Leckeres essen. Ja, wie aufregend, kommt schon mir noch. Oh Mann, ey. Wann können wir endlich selbstständig entscheiden, wo wir hinwollen, was wir machen und weg ist er. Na komm schon. Okay, die größte Stadt Alola ist interessant. Wir schlendern auf zum Strand. Ich will aber nicht. Was? Wo bin ich jetzt gerade hin? Also, Holy City, Strandpromenade. Da ist ja unser Tali, unser Kumpel Tali. Und da haben wir süße Mädels mit einem Fleckmon, das als Spanner fungiert. Oh Mann, ja, Fleckmon muss man sein. Aber doch herrlich. Die haben ja sogar Autos. Hey du, dass ich die an war? Wie sieht man das? Ich bin doch gut gebräunt. Im Gegensatz zu dir. Komm, mach's mir nach. Alola. Alola. Wenn dich alle mögen, weißt du? Ich sehe es anhand der Daumen nach oben im Video, warum mich gerade mögen. In Holy City reizt ein Haus nach dem anderen. Ich bin zu schnell für dich. Schnauze rot, Tom. Ich gehe wieder. Tschüss. Was? Gute 1, ernsthaft? Okay. Das war also geheilt. Okay, jetzt will ich echt nicht mehr viel für Safcon. Sehr gut. Dann gehe ich mal im nächsten Part dann, wa? Ich kann jetzt dieses Part noch hin. Mal gucken, ob wir da etwas zu fighten haben. Das ist ein Auto. Okay. Alola. Beides eigentlich. Ein Willkommensgeschenk. Es sind ja alle so freundlich und großzügig. Wie kommt das nur in der Alola-Region? Das ist eine einsame Spitzenklasse. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Pokémon echt nicht. Der will sie auch nicht kennen. Der will echt blind rangehen. Wird sicher lustig. Nicht verwirrt werden. Ja, Fleckmon, ey. Fleckmon kann schon verwirrend sein. Was bist du denn für eins? Guff, guff. Es ist ein Pokémon, aber wir können es nicht genau erkennen. Tut's aber doch nicht. Das ist ein Trottel. Ein Item, ein Pokéball. Pokéball, flieg, flieg. Yo! Wackelt die Hütte. Wackelt die Hütte. Hier, fang! Ein paar Pokébälle, ja? Die kleinen Goofas. Heißen die echt Goofas oder was? Wie geht's? How do you do? Ganz gut, danke. Mal gucken, was hier abgeht. Einkaufsviertel. Okay. Da vorne müsste ja auch Lili sein. Ja, Lili. Gratisschlag ausgeholt. Warum gerade einen Gratisschlag? Weil der so Volltrefferquote hat. Oha. Ja, es ist der Michael. Oh, die ist super, oder? Hallo, das ist toll, stimmt's? Oh. Ja, ihr seid mir alle ein bisschen zu freundlich und zu happy-mäßig drauf. Das verwirrt mich ein bisschen. Das kann nur ein schlechtes Omen sein. Eine rote Pokédex hat. Sondern nicht weiter. Wir haben schon eine Erweiterung für ihn im Angebot. Die Pokémon-Suche, ja bitte sehr. Oh. Ich bin doch immer gern dafür zu haben. Ein Pokémon-Sucher, ist das nicht toll? Mhm.
Und was macht der? Kann ein Foto von Pokémon machen. Rot drücken, R-Knopf. Den roten Knopf. Mal draußen auf. Bis gleich. Okay. Der Pokémon-Sucher, wie aufregend. Los, wieder ganz schnell ein Foto machen. Jo, Mann, Michael, mach hin, du alte Spinne. Nö, machen wir erst in der nächsten Folge, Freunde. Wieder jetzt zurück bei Pokémon Sonne und Mond. Dann sicher mit Saftkontos Map entwickeln. Und mal gucken, wann es hier mal ein bisschen zur Sache geht. Im Sinne von Bösewichten und so weiter. Wir wissen eigentlich, wie eigentlich üblich, pro Region gibt es ein eigenes Team. Team Bösewicht quasi. Und da bin ich schon mal sehr gespannt darauf, wann die wohl hier zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Ja, wenn wir sagen, in diesem Sinne mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Alola. Ach nee, war ja zur Begrüßung, war. Wenn man sei, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen. Ja, ich bin ready. Ihr auch?